Ja, hallo. Es gibt sehr viele Sachen hier in Köln, die kennt man meist nur vom Namen her. Ja, okay, am Dom war wahrscheinlich schon jeder, aber wer kennt denn zum Beispiel die Himmelssäule? Wer kennt denn zum Beispiel das Brauhaus in der Salzias? Und darüber hinaus, wer kennt denn die Geschichte dazu? Und das ist das, was wir in unserer Serie Monumente, Kultur und Personen Ihnen näher bringen. Guten Tag. Ich möchte heute mal an der Hand nehmen und Ihnen zeigen, wie nah doch Geschichte, Sage und Tragödie und Freude hier in Köln beisammenliegen können. Und dazu verbinden wir heute 3 Monumente, die ich Ihnen gerne zeigen möchte. Ich befinde mich hier am Güllischplatz, direkt gegenüber von Anfarina. Und dort befindet sich das erste Monument, das wir uns heute näher anschauen wollen. Ja, mit dem bisschen Geräusch müssen wir jetzt leben. Sie haben gerade gesehen, da ist Anfarina, hier ist das Wallraf-Museum. Ja, und hier haben wir das Haus Neuenburg. Und direkt vorm Haus Neuenburg auf dem Güllischplatz, da steht er. Das erste Monument, was ich Ihnen heute zeigen möchte. Der ein oder andere hat es schon erkannt, das ist der sogenannte Karnevalsbrunnen. Die einen oder anderen sagen dann vielleicht auch Fastnachtsbrunnen, aber Fastnacht, Karneval, für uns in Köln ist Karneval der leitende Begriff. Aber jedoch, dieser Brunnen hier im Zentrum des Karnevals steht eher im Widerspruch zu dem, was der Platz hier eigentlich hergibt, der Jüllichplatz. Denn mit Heiterkeit erlangte dieser Ort seinen Namen nicht. Bis zur Besetzung Kölns durch die Franzosen Beginn des 19. Jahrhunderts stand dort, wo heute der Fastnachtsbrunnen steht, eine Schandsäule mit der Kopfskulptur von Nikolaus Güllich. Nikolaus Güllich war eigentlich ein Freiheitskämpfer, denn er fühlte sich als Kaufmann genauso wie viele andere von den Stadtregierenden benachteiligt. Davon zeugen hier in der Altstadt in Köln sehr viele Abbildungen, unter anderem eins der bekanntesten ist der Kalendrisser drüben hinterm Rathaus am Altermarkt. Güllich prangerte die Vetternwirtschaft an, die es hier zu der Zeit gab, und setzte sich dann auch an die Spitze der damaligen Protestbewegung. Das wiederum rief den Kaiser auf den Plan, weil der sagte, nee, das geht nicht. Und auf Druck des Kaisers wurde Güllich dann von der Stadt Köln mit seinen Mitstreitern inhaftiert und später liquidiert. Nach seiner Enthauptung wurde hier an dieser Ecke, ja, da stand sein Haus, also das Haus vom Güllich, wurde das Haus niedergerissen und stattdessen wurde eine Schandsäule mit bronzener Kopffigur von dem Güllich hier hingestellt. Die Schandsäule, die hier am Güllichplatz stand, wurde mit den Preußen niedergerissen. Und 1913 wurde anstattdessen dieser Karnevalsbrunnen als Zeichen für Friede und Frohsinn der Kölner Bürger aufgestellt. Nun schreiten wir ab vom Güllichplatz und somit von dem Punkt Geschichte rüber zur Sage und gehen runter dazu auf den Altermarkt. Und hier unterhalb vom Kölner Rathaus, also vom alten Kölner Rathaus, können wir unseren Blick einmal über den Altermarkt schweifen lassen. Der Altermarkt war zu Römerzeiten noch bis ins Jahr 384 mit dem Heumarkt verbunden und hieß zu diesem Zeitpunkt Inselmarkt. Immer noch betrachten kann man hier diese teilweise schön heimlich anmutenden Bauten, die teilweise bis ins Mittelalter zurückgehen, sich anschauen. Und das ist das Denkmal, was ich Ihnen jetzt zeigen möchte. Der Jan von Wertbrunn. Dieser wurde am 14. Juli 1884, also genau vor 125 Jahren, auf dem Altermarkt eingeweiht. In der Festschrift zu 100 Jahre Jan von Wertbrunn schrieb unter dem Titel Geschichte und Geschichten damals Günther Dahmen unter anderem: Im 19. Jahrhundert gab es in Köln einen Verschönerungsverein, der sich aus bekannten Persönlichkeiten der Kölner High Society zusammensetzte und der in der Lage war, den Kölner Stadtherren, wenn nötig, mit Druck zu empfehlen, was verschönert werden sollte. Sie sehen, der Kampf zwischen Gut und Böse hier in der Stadt, der ist ein fortlaufender Kampf, sprich also zwischen den normalen Bürgern, Kaufleuten mit der Stadtobrigkeit. Und deswegen steht auch dieses Denkmal für mich in Beziehung mit dem vorhin gezeigten Karnevalsbrunnen. Im Jahre 1883
erreichte so der Kölner Verschönerungsverein mit dem Rat und dem Künstler Wilhelm Albermann das Abkommen, für 20.000 Mark auf dem Altermarkt einen Monumentalbrunnen zu schaffen. Er sollte den erfolgreichsten und volkstümlichen Reitergeneral Jan von Werd darstellen. Da auf dem benachbarten Heumarkt schon ein Bät mit einem König stand, entschloss man sich, Jan von Werd als Infanteristen darzustellen. Bei seiner Einweihungsrede verschwieg der damalige Oberbürgermeister Becker, dass die Aufstellung des Brunnens eigentlich eine Notlösung war. Da vorgesehen war, dass man dort ursprünglich eine Mariensäule aufstellt, die auch als Brunnen an die Verkündigung des Dogmas der unbefleckten Empfängnis Mariens erinnern sollte. Doch von diesem Vorhaben rückte man dann ab, weil man die protestantischen Preußen, die zu diesem Zeitpunkt hier in Köln lebten, nicht provozieren wollten. Somit fand die Mariensäule, die im Grunde 1865 ihren Platz hier hätte finden sollen, ihren Platz in der Gerionstraße. Nach dem Ersten Weltkrieg zog sie dann auf den Gerionsdriech um. Die Figuren an der Nordseite und an der Südseite des Jan von Werd Brunnen stellen die Reinheit der Stadt Köln, die Wehrhaftigkeit, den Kölner Bauer und die Kölner Jungfrau dar. An den anderen beiden Seiten sieht man Szenen aus der Legende, den betrübten Jan, der von Griet verschmäht wurde, und die Griet, die ihren Jan die Hand zum Gruß entgegenstreckt, als der Reitergeneral Jan von Werd nach Köln zurückkommt. Im Dreißigjährigen Krieg, also ich sitze jetzt unterhalb vom Griet, arbeitete Jan als Bauernsohn vom Niederrhein zu Köln im Ahlen-Klümschenshof. Oft denkt er über seine Zukunft nach, wünscht sich einen eigenen Hof, ein eigenes Land mit Tieren und allem drum und dran. Die Brille war noch rosa, aber es sollte anders kommen. Was ihn auch noch drängte, war das Reiten hoch zu Ross und das Entdecken ferner Länder und Städte. Aber er wusste ganz genau, wo er hingehört. Und einer der Gründe hatte den Namen Griet. Und eines Tages nahm er all seinen Mut zusammen und trat vor das Griet und sagt: Griet, willst du mich hier roden? Was passierte? Das Griet lachte ihn aus und sagte: Was hast du mir schon zu bieten? Du arme Bafuckel, du hast nichts an der Füße. Ich bin für ihr besseres gemacht. Jank besser. Und lass mir mit rollen. Und genauso wie es heute noch kommen kann, mit einem Schlag wurden Jans Träume zerstört. Trotzig beschloss er, Ruhm und Ehre zu erlangen und so Griets Herz zu erobern. Als Söldner schloss er sich erst den Spaniern an, die im Krieg mit den Niederlanden standen. Als die Jahre ins Land gingen und aus dem Knecht Jan von Werd wurde, stieg er mit militärischen Rangordnungen stetig auf. Erst Feldwebel, dann Rittmeister, dann Obrist und schließlich Köln wurde seine Karriere, also die des Reitergenerals, gespannt beobachtet. Denn seine Truppen hielten die Handelswege offen für das Geschäft mit Kriegsgütern und anderen Waren. 1637 ist deshalb ein besonderes Jahr für die Stadt. Jan von Werd und seine Männer haben die Festung Ehrenbreitstein von den Franzosen befreit. Also Ehrenbreitstein, das ist in Koblenz, falls einer das nicht weiß. Die lange den Zugang zum Oberrhein dort kontrolliert hatten und so Kölns Handel blockierten. Nun konnten also die Rheinschiffe ihre Fracht wieder unbehelligt und sicher rheinaufwärts befördern. Eines Tages verbreitete sich dann wie ein Lauffeuer die Nachricht in der Stadt: der Jan von Werd küt nach Köln. Die ganze Stadt war auf dem Und an dem Tor, wo er einreiten sollte, versammelten sich die Neugierigen. Händler hatten ihre Stände mit frischen Waren dort aufgeschlagen und hofften auf gute Geschäfte. Dabei war auch Griet, die nun Marktfrau war. Ihr Haar war inzwischen grau und der Glanz ihrer einstmals strahlenden Augen von leiser Wärme getrübt. Denn sie hatte nie gefunden, was sie suchte. Kein Mann mit Jet an der Föß, der um sie anhielt. Unter dem Jubel der Menge ritt Jan von Werd durch das Stadttor, dicht gefolgt von seiner
Bist du es, Griet? Fragte er und setzte leise hinzu, es ist lange her, sehr lang. Sie stellte daraufhin wehmütig fest, Jan, jetzt bist du General. Jan von Werd lächelte sanft und sagte auf Kölsch, Griet, weret het je don? Griet seufzte und sagte, Jan, weret het je wuss? Das ist die freimütig übersetzte Geschichte des Jan von Werd, Reitergeneral. Heute auch wiedergegeben, jedes Jahr an Weiberfastnacht durch das Reiterchor Jan von Werd an der Severinstorburg. So, das heißt, wir hatten Geschichte, wir hatten Sage und jetzt kommen wir zu dem Monument, das den Abschluss in die heutige Zeit bildet. Und da freue ich mich ganz besonders drauf, Sie mit dorthin zu nehmen, denn dieses Monument soll für uns alle ein Mahnmal sein. Wenn wir nämlich vom Altermarkt unter Taschenmacher hochgeht, kommt man an eine Straßenecke, wo es hochgeht zum Dom. Und an dieser Straßenecke ist mal was passiert. Karnevalsumzüge, die brauchen an ihren Wagen natürlich sowas, ja, jemand, der aufpasst, sag ich mal einfach so. Und die haben hier in Köln ganz bestimmte Namen. Man nennt sie Wagenengel. Und die Tragik der Geschichte ist, dass aus einem dieser Wagenengel im Jahre 2002 ein richtiger Engel wurde. Am Rosenmontag 2002 stand ich ungefähr da, wo Sie hinten die Litwassäule sehen, um Kamelle zu schnappen. Von dort aus ein Stückchen runter hier die Straße, wo Sie dann hier rechts reingehen zu der von mir vorhin angesprochenen Straße unter Taschenbacher, passierte ein Unfall, ein tragisches Unglück. Die Tina, der Wagenengel, den ich vorhin angesprochen habe, ist genau hier an dieser Stelle, als er auf die Menschen drumherum aufpasste, selber leider unter das Rad eines Karnevalswagens gekommen. Und deswegen erinnert auch heute noch hier die an dieser Hauswand angebrachte Plakette an diesen Wagenengel, der sein Leben mehr oder weniger gegeben hat, damit anderen Menschen nichts passiert. Und ich bitte Sie, jedes Mal, wenn Sie hier dran vorbeikommen, vielleicht einmal kurz an das Mädchen zu denken, das auf uns aufgepasst hat und dabei ihr Leben verloren hat. Ich habe für Sie heute mit Absicht diese 3 Monumente zu dem Thema Monumente, Kultur und Personen einmal zusammengefasst. Denn es besteht von einem zum anderen ein Übergang. Sowohl vom Karnevalsbrunnen zum Jan von Werd, vom Jan von Werd über das Reiterchor zum Karneval wieder zurück und damit auch zu Menschen aus der kürzeren Geschichte, die mit zur Geschichte dieser Stadt beigetragen haben. In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie ein bisschen Spaß hatten, dass Sie was gelernt haben und freue mich schon auf ein Wiedersehen.